Hallo, moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, das war für mich eine etwas recht harte Woche, muss ich im Nachhinein sagen. Umzug teilweise über die Bühne gebracht. Ich mache das ja häppchenweise und auch noch krank geworden. Aber zum Glück war die ganze Sache nach 3 Tagen vorbei, aber sorry an der Stelle, dass es da kein Vorschau-Video gab. Ich konnte einfach nicht. Ich musste einfach erstmal ein bisschen entspannen, insbesondere wenn man bedenkt, dass ich morgen meine neue Arbeit antrete. Sagen wir es mal so, ich brauchte ein bisschen Zeit zum Relaxen. Und gestern das Spiel, das ihr ja sicher alle verfolgt habt, das war jetzt auch nicht gerade ein Spiel, wo man relaxen konnte. Ich denke mal, die Zitterpartie, die habt ihr genauso emotional erlebt wie meine Wenigkeit. Und im Nachhinein kann man nur sagen, Mann, haben wir ein Schwein gehabt. Und zum Glück haben wir unsere Geheimwaffe Said El-Mala. Ja, man soll es natürlich nicht immer auf ihn beschränken, aber wäre er nicht gewesen, Gott weiß, wie das geendet wäre. Also zu Beginn gab es ja 4 Veränderungen, natürlich einige auch verletzungsbedingt. Ragnar Ache wegen seiner Gehirnerschütterung, Schmid wegen seiner Muskelverletzung im Oberschenkel. Ja, auf der Bank saßen dann erstmal zu Beginn Christopher Lund und Dennis Hussein Basic. Dafür hat gestern Alessio Castro Montes debütiert und nun ja, das war jetzt auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei. War jetzt nicht gerade eine Partie, die einen davon überzeugen könnte, dass der Junge eine Verstärkung ist. Naja, aber bei allem Lob für Thomas Kessler, man liegt selbst als bester Manager hin und wieder mal falsch, aber ich will ihn noch nicht vorverurteilen, weil auch anhand unserer Abwehr gestern hat man erkannt, dass einige Spieler einfach nicht genug eingespielt sind. Das Experiment mit Dominik Heinz in der Innenverteidigung fand ich auch recht abenteuerlich. War ja schon nach 12 Minuten vorbei, weil er sich verletzt hatte und somit kamen wir zum Debüt von Raff Vandenberg. Viel zu beurteilen von meiner Seite aus gibt es da nicht. Es war eine sehr solide Partie im Nachhinein von ihm. Mal gucken, wie das die nächsten Spiele läuft, weil jetzt zu diesem Zeitpunkt gehe ich damit, dass die Presse ihn gut beurteilt, ihm teilweise eine 2 gibt für die Leistung und nun ja, ich sag mal so, kann man machen auf jeden Fall. Hat aber trotzdem nicht verhindert, dass die Bremer in der 22. Spielminute in Führung gingen und schon wieder nach einem gottverdammten Standard. Nach einer Ecke. Da hat auch noch irgendwie Marius Bülter versucht, das zu verhindern, hat aber nicht geklappt. Der ist ja sowieso kein Verteidiger. Da fragt man sich auch, was macht die Verteidigung? Wie sprechen die sich untereinander ab? Die sind einfach nicht eingespielt und was mich halt schon wieder ärgert, jetzt werden sie alle dann wieder sagen, ach ja, hätte sich der Timo Hübers nicht verletzt, dann wäre die Saison so und so verlaufen. Das will ich aber nicht hören. Das ist schon ein bisschen was her. Wir können nicht immer nur sagen, ja, die Saison ist wegen der Verletzung eines gewissen Spielers geschehen. Das können wir gerne sagen, hätte er sich am 30. Spieltag oder von mir aus auch am 29. Spieltag verletzt. Aber ich sag mal so, es ist noch früh genug in der Saison, um sagen zu können, wir finden einen Weg, um diese Fehler zu bereinigen. Nun ja, haben wir erstmal nicht. Und der Rest der ersten Halbzeit lief einfach erbärmlich für uns. Wirklich, wirklich schlechte erste Halbzeit. Da sind sich auch wirklich alle einig. Und verdient geht es dann mit 1:0 für die Bremer in die Pause. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir dann wieder ein bisschen mehr was entgegenzusetzen gehabt. Christopher Lund kam dann auch noch mit rein. Aber nun ja, da gab es auch noch irgendwie so einen merkwürdigen Pass, der da schon beinahe zum 2:0 geführt hatte. Und ich dachte zwischendurch, als das mutmaßliche 2:0 durch Keke Top fiel, dass das der Topf auf dem Deckel war. Das war's für uns, dachte ich mir wirklich. Aber da hat sich schon wieder der Videoassistent eingeschaltet. Tor wurde zurückgenommen. Ja, wir und Videoassistent, also es ist wirklich irgendwie eine never-ending Story. Man muss schon sagen, von dieser sehr kontroversen Geschichte mit dem Videoassistenten profitieren wir teilweise am meisten. Oder mal mehr oder mal weniger, aber in jedem Spiel gibt es irgendeine alles entscheidende Szene. Aber ich sag ganz ehrlich, hätten die jetzt 2:0 geführt, dann wäre vollkommen nichtig gewesen, was dann im Nachhinein in der 91. Spielminute geschehen ist. Said El-Mala setzt sich dann im Strafraum durch. Der Ball wird noch gefälscht durch Stark. Endlich der Ausgleich. Also ich wollte jetzt nicht hier alles komplett rekonstruieren, sage ich ganz ehrlich, einfach nur mal kurz meine Gefühlslage schildern. Mann, haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück, dass wir diesen Jungen haben. Aber es gab auch noch eine Situation, da dachte ich, jetzt ist es geschehen. Jetzt ist er verletzt und Gott weiß, wie es jetzt in Zukunft weiterläuft. Das ist das Problem, was ich aktuell sehe. Ein Fluch und Segen zugleich. Das ist Said El-Mala.
Auf der einen Seite wissen wir können uns auf ihn verlassen. Auch im letzten Spiel hat er für eine Torvorlage gesorgt. Jetzt hat er getroffen. Aber ich merke schon, die Gegner, die schießen sich langsam auf ihn ein. Irgendwann kommt dieses eine Wein, sage ich mal so, das ihn so umsensen wird, weil er sagt, okay, das ist deren stärkster Spieler, ich gehe jetzt volles Risiko. Da frage ich mich an der Stelle, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir den nicht hätten? Ich sag ganz ehrlich, da muss jetzt sich endlich mal was ändern. Ich verstehe das nicht. Jedes Mal diese Standards. Ich bin froh natürlich über den Punkt. Versteht mich nicht falsch. Mein Bremen ist ein etablierter Bundesligist. Das hätte auch locker mit einer Niederlage enden können. Nichtsdestotrotz, gegen andere Gegner oder ein Gegner, der einen guten Tag hat, das kann uns auch gegen St. Pauli passieren, dann verlierst du. Ich kann das einfach nicht verstehen. Was trainieren die? Wie trainieren die? Trainieren die zu wenig? Habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich schon wieder hier befürchte, dass die ganze Karnevalsseuche dann nächstes Jahr wieder losgeht, weil da brechen wir jedes Mal ein. Da muss jetzt endlich mal Konstanz reinkommen. Ja, am Ende, sage ich mal so, setze ich mal den Counter auf noch 25 Punkte bis zum Klassenerhalt. Und ich sage ganz ehrlich, die müssen das trainieren. Die müssen jetzt da wirklich komplett analysieren, was da schon wieder schiefgelaufen ist beim Standard. Weil so knackt uns jeder Gegner. Und der Überraschungseffekt vom Anfang der Saison, der ist ja auch weg. Alle wissen Bescheid, was sie zu tun haben gegen unsere Spieler. Nur als Haid El-Mala findet da irgendwie meistens einen Schlüssel zu. Mittlerweile schon 5 Tore. Genauso viele wie Jakub Kaminski, der gestern ein bisschen blass geblieben ist. Recht blass, fast schon schlecht. Aber gut, auch die besten Spieler haben mal einen richtig schlechten Tag. Bisher sind die beiden so unsere absolute Konstante. Es ist gut, dass wir da im Offensivbereich Leute haben, auf die wir uns verlassen können. Aber defensiv habe ich da nicht besonders viele, denen ich vertrauen kann. Und Özcan auch, keine Ahnung. Vielleicht ist das unser Transferflop. Aber wie gesagt, das macht jeder Manager. Du kannst nicht immer 100% richtig liegen. Also ich habe so die Vermutung, dass das mit ihm auf Dauer nichts wird. Am Ende sage ich mal so, ich bin mehr erleichtert als begeistert. Das war wirklich eine Zitterpartie. Kein Zittersieg, sondern ein Zitterpunkt. Im Nachhinein. Ich weiß, ich gehe manchmal ein bisschen hart ins Gericht. Aber ich bin ja auch ein vorausschauender Mensch. Ich versuche die Gefahren zu erkennen. Und ich habe euch auch letzte Saison vor einigen Dingen gewarnt, die dann auch so eingetreten sind. Natürlich im Nachhinein mit einem Happy End, aber wie gesagt, die wissen schon irgendwann mal, wie man uns zu knacken hat. Und da müssen wir jetzt wirklich dran arbeiten und das analysieren. Und langsam muss ich mal so eine Stammelf formatieren. Ich weiß, Kwasniok hat diesen Ansatz, er will sich auf den Gegner einstellen, aber naja, die letzten Spiele hat das nicht so geklappt, finde ich persönlich. Also nicht so in der Form geklappt, dass da noch ein Sieg bei rausgesprungen ist. Wir können froh sein, mal wieder gepunktet zu haben. Ich gehe da wieder mal hart ins Gericht. Ja, ich weiß, ich war jetzt mal wieder etwas kritischer in letzter Zeit. Eigentlich im Prinzip schon das 3. Mal hintereinander. Ich weiß, vielleicht bin ich auch ein bisschen noch teilweise besänftigt durch den späten Ausgleich, aber das ist geschenkt. Ich habe ja auch im letzten Video gemerkt, sobald man nicht mehr diese zwanghaft optimistische Schönrederei betreibt, zack, direkt 2 Abos weg. Habe ich direkt gemerkt letzte Woche. Und bei sowas denkst du dir doch, okay, der typische Konsument von FC-Content wünscht sich wohl eher etwas, sagen wir mal, populistischere Töne. Der erste Fußballclub Köln hat nicht nur genial gespielt, er hat monumental gespielt, er hat epochal gespielt. Und jeder widerspricht. Der ist ein Spalter, der ist eine Ratte, der ist ein Maulwurf, der ist ein Spion und muss gestoppt werden. So, das war jetzt genug Wahlkampf. Wir kommen langsam mal zum Ende der Sendung. Das ist alles, was ich für diese Woche dazu zu sagen habe. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sag mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Und keine Sorge, wir haben gerade erst ein neues Präsidium gewählt. Ich trete garantiert nicht im Wahlkampf an. Ja, der Leo, der macht das, was uns gefällt. Ja, der Leo, das ist der beste Mann der Welt.